Hallihallo liebe Leute, hier ist wieder die Yankee mit Let's Play auf Pelzig The Last of Us Remastered. Ich habe jetzt unfreiwillig zum Schluss vom letzten Clip rausgefunden, wie man eigentlich sein Zeug anguckt. Deswegen, das hatten wir ja vorher hier. Nachricht an Bruder, jetzt kann ich dir einmal zeigen. Und kann es einmal hier lesen. Beziehungsweise ihr kennt es ja selber, ach Leser. Ja, genau. Da haben wir's. Und manchmal sagt der Joel dann selber noch einen Kommentar, wenn er sich so ein Artefakt angeguckt hat. In dem Fall nicht. Alles klar, dann gehen wir mal rein. Gucken wir uns das mal unter Taschenlampe an. Taschenlampe, unglaublich wichtige Funktion in dem Spiel. Wirklich häufig nutze. Obwohl hier jetzt noch wirklich nichts kommt. Hier kommen Infizierte. Hier kommen menschliche Gegner. Wir brauchen sie noch. Aber trotzdem, ich verwende so häufig, wie es nur geht. So, da kommt einer. Die haben ja hier Tricks durch die Schmuggler. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Gibt's eine Essensmarke, kriegt der Clay wieder was zwischen die Zähne, kann er sich ein Leverwurst Brot Du weißt, was uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Und, was hat er rausgefunden? Los geht's. Luft Na ist komm. rein. Wunderbar. Dann geht's jetzt ins richtige Edelviertel. Seid das. Hey, süße Lady, wie geht's dir denn? Hab gehört, Nicht du hast jetzt, die Ware. Terrence. Nein, ist gut. Ich hab die Nicht Karte da. jetzt. Ah, Verstanden? ein ganz, ganz Okay. edler, der Kann ich Terrence. machen. Zick doch nicht gleich so rum deswegen. Da sitzen nur die Hochwohlgeborenen. Anfassen heißt kaufen. Ja, so sieht's aus. Tess, ist lange her. Du kommst gar nicht mehr vorbei. Bla bla, die Tess kennt man hier mich anscheinend nicht, obwohl ich ihren Geschäftspartner bin. So gibt's ein bisschen auf die Gosh-Action. Das erinnert so ein bisschen an 19. Jahrhundert, London, Bare-Knuckle-Fights. Da geht die Luzi ab. Gibt nicht der Fernsehen mehr, man muss hier irgendwie die Zeit vertreiben. Willst du denn? Malik, setz dich Oh, sorry, Tess. Ihr gehört zusammen. Geht einfach weiter. Also das kann ich nicht verstehen. Ich meine, der Joel ist der Handelspartner und den kennt man nicht, aber die Tess kennt man hier. Naja, Das. hin. Alter Bekannter, frag nicht. ja, besser nicht. Da frage ich lieber nicht nur, woher man den kennt. Was willst du? Ja, was willst du? Waschzug will ich, du Dappschädel. Das fragst du so blöd. So, gucken wir uns hier nochmal. Hier gibt es nämlich auch noch ein paar Sachen, die man abgreifen kann. Zumindest Annie. Ja genau, da ist das erste. Einberufungsbescheid. Fuck this. Reizend. An, scheiß drauf. Alles klar, wunderbar. Und dann wurde die ganze Zeit gesagt, die Marlene. Aber wer ist die Marlene? Da haben wir sie jetzt mal in Persona. Jede Menge Zeug gehortet. Da ist er. Moment, Mann. Ja, Das ist die Marlene. Die wollte auch unseren Robert abgreifen. Aber nicht mit uns. Den kriegen wir zuerst. Ich suche Robert. War er hier? Vor einer halben Stunde. Er ist zurück zum Kai. Da ist er jetzt. Tja, du siehst du mal, wenn du waschte Brotkarte verdeelst, da kommst du durch. Da sind wir jetzt ein bisschen anscheinend auch in so einem Rebellengebiet, wo sich an die Fireflies glauben, dass die noch was Reise kennt, noch 20 Jahre. Ja, ganz im Ernst, schon 20 Jahre, da hätte ich auch die Hoffnung längst aufgegeben, dass die noch mal irgendwas Reise kennen. Aber jetzt geht's wieder weiter, mit ein paar sehr reizende Leute. Los geht's. Lasst uns durch. Dreht um und geht zurück, wenn ihr wisst, was gut für euch ist. Es geht nicht um euch. Wir wollen nur Robert. Macht euch locker. Kehrt jetzt verdammt nochmal um und geht. Ich gehe nirgendwo hin ohne Robert. Mischstück, ich mach dich kalt, wenn du nicht umkehrst und deinen Hintern wegschaffst. Scheiß drauf. Hätte er mal lieber nicht gesagt. So, nachdem unser Taffy-Geschäftspartnerin den Kerl jetzt abgeknallt hat, ist das Ziel auf unser sie. erster gegen Menschenkampf. Jo, sagen sie alle. Hoppala. Der guckt drauf. Silly. Kopfschuss. Nicht schlecht, nicht schlecht.
Körpertreffer. Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Tja, jetzt ist er tot. What? Ah, na, doch nicht tot. Scheiße. Das war zu kriegfrei. Aber jetzt, Kopfschuss. Gut gemacht, Das war's Cowboy. jetzt. Jo, gut gemacht. Dass er mal einen Wow. Streifschuss abkriegt. Munition Wo haben hat sie er die alles ganzen am Leute her? Was Robert perfekt beherrscht, sind leere Versprechungen. Fragt man Machen sich wir als dem ein echt, wo man Ende. die Leute rekrutiert. Da hat er recht. Ja. Mist, hier Okay, geht's nicht gut. durch. Räuberleiter, das ist Sache, bis was später wieder sehr häufig kommt in dem Spiel. Sehr, sehr wichtig. Damit man durch diverse Passagen durchkommt, ist das unabdingbar. Aber die Kämpfe gegen Menschen hier, die sind eigentlich noch okay, sind aber trotz allem in ziemlich coole Rahmen gehalten, weil die künstliche Intelligenz hier, die lernt dazu. Je nachdem wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist, wissen die Leute, dass man sich jetzt gerade versteckelt oder dass man gerade sein Versteck aufgegeben hat. Und die fangen dann artig zu umkreisen und machen eine richtig schöne Gegentaktik. Es macht Hier dem also drüben, nie Joel. so wirklich leicht, aber trotz allem kann man es immer wieder packen. Ist immer ganz cool gemacht gegen die Menschen hier. Mehr von Roberts Leuten. Woher weißt du, Ich dass sehe sie kommen? sie. 2 von uns hat's erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joel hierher unterwegs sind. Jetzt Aha, wegen Robert. man könnte Joel Scheiße. doch. Hätten wir den Job mal abgelehnt. Was soll man machen? Schnell Überprüfen und wir leise, alles. Cowboy. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Ich finde es zwar immer ganz cool, wenn man die Feinde lautlos ausschalten kann, weil das spart wirklich sehr viel Munition. Aber ja, manchmal ist es einfach leichter, wenn man da rumballert. Aber in dem Fall müssen wir es jetzt halt mal machen. Und mach's gut. Ja, der haut gleich hinter sich. Hat er was bei sich? Nee, der hat natürlich nichts bei sich, aber okay. Dann sind wir weiter hier fällig und probieren es mal so zu reißen. Was ich sagen wollte, ich war in der Jordan Street und dann kamen Soldaten mit ungefähr 5 Zivilisten. Alle gefesselt. Lass mich raten. Fireflies? Ja, sie stellten alle an die Wand und peng, 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 haben alle exekutiert. Scheiße. Ja, so ist es wohl in der ganzen Stadt. Wir nehmen sie in die Mangel. Mein Cousin ist bei denen. Ehrlich? Ja, der Idiot denkt, er kann die Welt retten. Ach, ich hoffe, er Ich lebt. sage immer ganz cool, wenn man den Leuten zuhört, was sie so erzählen. Das verleiht dem Ganzen einfach ein bisschen mehr Tiefe. Man muss ja jetzt immer gleich sofort abmurksen. Man kann ja mal ein bisschen zuhören. Man kann sich immer ein bisschen in das Feeling reinversetzen. Gut, der Kerl hat hier was. Du bist also doch zu was Nütze. Jo, natürlich bin ich zu was Schauen wir nütze. uns um. 8 Munition, das ist ziemlich cool. Das entschädigt schon fast dafür, dass die anderen beiden nichts gehabt haben. Wobei dem Ende möchte ich nochmal ganz gern checken, ob der was gehabt hat. Nee, der ist leider nur in einer Blutlache noch drin. Na gut. Dann gehen wir ein bisschen weiter. Und vielleicht eine Motorneberei, wo die Test sich arg geschlichen hat. Aha. Gibt's einen Energieriegel. Kriege ich wieder ein bisschen mehr Leber. Wie im richtigen Leben. Haust da einen Energieriegel rein und schon bist du wieder voll im Leber. Dann geht's hier weiter. Jo. Die muss ich häufig genug suchen, aber Flasche oder später Backstäbe sind unglaublich nützlich. Vor allem die Infizierte. Beziehungsweise beim Menschen auch, so kann man so ein bisschen ablenken. Wenn er allein hier bleibt. Das ist halt ganz cool. Das sieht man dann, hier hat man dann Radius und dann kann man die Leute ein bisschen ablenken. Aber wir sind jetzt erstmal ein bisschen vorsichtig am Anfang. Da ist ein Kerl da mal rein. Die andere ein bisschen wegschlappe und tschüss. Ja, wenn man Messer hält, dann kann man das ein bisschen sauberer machen und müssen nicht die ganze Zeit von hinten erwürgen. Sehr schön. Die Sache ist dann halt auch, wenn die Leute denn so finden, dann wissen sie ja Bescheid, dass hier irgendeiner ist, der Leid abmurkst. Und dann sind die Gegner in Wachstellung. Dann kann es auch ganz interessant werden, weil dann wissen sie Bescheid, es ist irgendwas im Gange. Und dann wären die Leute auch ein bisschen vorsichtiger und reagieren ein bisschen anders.
Normalerweise wird es eben durch den Sound im Spiel auch noch gesagt, dass was kommt. Das gibt so ein Brummgeräusch, dann weiß man, dass man etwa im Blickfeld von den Leuten drin ist. Da kann man noch schnell genug reagieren, bis die Leute einen erwischen. Aber in dem Fall, das sind 2 over und hier ist einer. Dann schnappen wir uns die jetzt. Ja, ist schade, dass man die wegzerren kann. Jetzt muss ich halt darauf hoffen, dass die 2 Typen da oben mich nicht sehen. Die haben mich nicht gesehen. Oh, vielleicht sind die alle ein bisschen dappig im Kopf. Von daher war das jetzt Glück. Aber die könnten nicht sehen. Deswegen wollen wir noch runtergehen und gucken uns an, was wir da noch heimlich erledigen können, bevor das Ganze in einem Blutbad und einer Ballerei endet. Da ist schon der nächste Kumpel. Und dort drüber ist noch einer im Sichtkontakt, aber der geht weg. Und der ist weg. Ah, der kennt was hier da drüber. Nee, anscheinend nicht. Okay. Unseren Vorteil, der Kerl da drüber, der ist jetzt auch gleich fort. Mach's gut. Ich glaube, das ist mal selten so gut gelungen, dass ich mal heimlich reagieren kann. Der hat nichts bei sich, aber da drüber ist ein Medikit. Es ist halt ein bisschen blöd, dass die künstliche Intelligenz dann auch nie mein Begleiter erkennen kann. Weil die rennen dann teilweise offensichtlich durch die Gegend rum wie ein Huhn mit abgeschlagenem Kopf, aber naja. Der hat es zu spät gemerkt. Das war der letzte, deswegen hat er da so aggressiv vorgehen können. Wir bräuchten hier mehr Leute. Sie wären nur im Weg. Ja. Dann gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen die Umgebung an, nachdem alle Leute hier tot sind. Und zwar gibt es hier noch ein Messer. Genau. Das geht ein bisschen schneller. Ist dann später vor allem für Infizierte ganz praktisch, weil Infizierte erwürge, herzlichen Glückwunsch, dann hast du Pilzspore in deinem Blut und dann war's das. Also das sollte nicht so gut sein. Deswegen gegen Infizierte sind Messer eigentlich am besten. Jo, und an der Stelle mache ich jetzt mal wieder die Zäsur. Ich sag nochmal danke fürs Reingucken und wenn ihr irgendwelche Kritik habt, irgendwelche Anregungen, irgendwelche schöne Feedback, ich nehme alles, was ihr geben wollt und es freut mich, dass ihr meinen Kanal guckt und dass ihr meine Videos guckt. Und das war's jetzt erstmal mit dem Yankee Let's Play auf Pelzig The Last of Us Remastered.